Er wirft einen Blick in die grosse Halle. Niemand ist zu sehen. Gewundrig betritt er die Halle, wo heute Nacht so komische Sachen passiert sein. Er schluckt leer. Die Spuren, die an der Wand und am Boden zu sehen sind, sehen aus wie von riesigen Eisenkrallen. Schnell holt der Jupiter seinen Notizblock vor und schreibt alles auf. In dem Moment packt ihn eine eiskalte Hand an den Schultern. Halt! Was ist mit dem Eintritt? Aber die Tür war offen. Wenn man ins Museum kommt, muss man auch zahlen, das weiss doch jeder. Ja, das weiss ich. Ja, dann ist ja gut. Verschwind jetzt. Mit einem groben Stoß wird der Jupiter aus dem Museum gerührt. Hinter ihm fällt die grosse, schwere Eingangstür ins Schloss. Der Jupiter fährt sich durch die Haare. Die Hand, sie war eiskalt. Er spürt sie immer noch ganz deutlich an seinem Rücken. Schnell gumpelt er aufs Velo und kommt in der Schule mit 5 Minuten Verspätung an. In der grossen Pause trifft sich der Jupiter mit der Vicky und dem Nick hinter dem Veloständer und berichtet jedes Detail von dem, was er heute am Morgen erlebt hat. Was sind echt das für Spuren, die du gesehen hast? Von wem könnten die echt sein? Ich glaube nicht, dass ein normaler Einbrecher extra Kratzspuren an die Wand macht. Vielleicht war es eben kein normaler Einbrecher. Ich finde, das wäre doch ein super Fall für den Gruselclub. Also ich bin dabei. Weil jetzt denn die Grosspause schon wieder vorbei ist, macht schnell ein Gruselclub-Treffen auf heute Nachmittag am 5 Uhr ab. Der Nick kommt die Aufgabe über, möglichst viel über das Museum herauszufinden. Die Vicky und der Jupiter wollen dafür nach der Schule den Nachtwächter Schor besuchen. Vielleicht hat er etwas zu erzählen. Der Herr Schor, in Finken und Morgenmantel, macht die Türe auf. Grüezi, sind Sie der Herr Schor? Ja. Seppi, komm von der Tür weg. Komm sofort zurück ins Wohnzimmer. Eine kleine, kräftige Frau taucht hinter dem Nachtwächter auf und schiebt ihn zurück in die Stube. Entschuldigen Sie, wir sollten unbedingt mit dem Herrn Schor reden. Ja, aber um was geht's denn? Ich bin seine Schwester und er darf sich auf gar keinen Fall aufregen. Es dauert nur eine Minute. Versprochen. Bitte. Also gut. Aber nur ganz kurz, gell?